Kurz vor 9 Uhr. Barbara Gruber ist an diesem Morgen schon zu ihrer dritten Klientin unterwegs. Ihre Zeit ist knapp bemessen. Und mit Corona wird die Zeit nun noch knapper. Die Minuten, die sie für die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen braucht, die fehlen ihr dann bei der Pflege der Menschen. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Man kriegt ja auch weniger Luft. Ich bin am Ende des Tages viel mehr kaputt als vorher. Die Verwandten, die wollen ja auch nicht, dass irgendwie jeden Angehörigen anstecken. Sind wir eigentlich so die Einzigen, die noch kommen und die ja ein bisschen Verbindung zur Außenwelt darstellen. Zu Frau Reisberger in Bayrischzell fährt sie jeden Morgen. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus braucht die 84-jährige Hilfe beim Waschen und Anziehen. Die schöne Haare, gell? Mhm. Gescheit aber auch schneiden. Nein, das darf ich gar nicht abschneiden. Weil das ist jetzt eine schöne Länge, dass man es hinten aufstecken kann. Ja, so weit nicht mehr weit weg geht's. Man kriegt so viel wieder zurück von den Leuten. Die sind so dankbar, die freuen sich, wenn man kommt. Und man kann auch viel auffangen. Wenn jemand nicht so gut drauf ist, dann bin ich halt da und dann kann ich auch mal ein bisschen trösten. Dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen mitschimpfen, das hilft ja auch. Und dann hat man sich befreit. Das beruhigt ihn, wenn man geschimpft hat. Ja, genau. Seit 19 Jahren arbeitet Barbara Gruber schon als Pflegefachkraft. Durch die Corona-Krise erfährt sie jetzt außergewöhnlich viel Wertschätzung. Finanziell wirkt sich diese neue Dankbarkeit erstmal nicht aus. Da habe ich mich schon öfter einmal geärgert, weil auch einfach, wenn es dann um die Bezahlung geht, was, das kostet so viel? Dann sage ich, ja, aber sie kriegen ja auch viel dafür oder sie kriegen auch viel Leistung dafür. Das ist ja so, der Automechaniker verlangt auch in der Stunde seine, weiß ich nicht, 65 € und ich darf halt nicht einmal 40 € in der Stunde verlangen für die Pflege. Die Caritas in München zahlt Barbara Gruber und ihren Kolleginnen zum Jahresende eine Corona-Prämie. Doch angesichts ihrer Leistung ist das freilich nur eine kleine Anerkennung. Das ist tatsächlich ein Dilemma, weil alle natürlich sagen, naja, es sollen die Mitarbeitenden mehr verdienen. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Frage, eine gesellschaftliche Frage, was uns die Pflege oder die Begleitung von älteren Menschen wert ist. Und wenn man sich anschaut, über welche Rettungsschirme zum Beispiel für die Autoindustrie nachgedacht wird und wie wenig Geld im sozialen Bereich da ist, dann glaube ich, braucht es insgesamt eine andere Prioritätensetzung in unseren gesellschaftlichen Werten. Im Schnitt 3.000 € verdient eine Pflegefachkraft brutto. Wegen der Pandemie bräuchte die Caritas deutlich mehr Personal für die Altenpflege. Diese Werbekampagne soll dabei helfen. Lena Nussreiner ist eine von 3 neuen Mitarbeiterinnen. Herr Hecht, zum Rausgehen brauchen Sie eine Jacke. Es ist recht kalt heute. Jacke habe ich da. Heute ist ihr 3. Tag als Pflegehilfskraft im Altenheim in Haag in Oberbayern. Eigentlich wollte sie jetzt in Neuseeland im Urlaub sein. In ihrem Beruf als Ergotherapeutin wäre sie in Kurzarbeit. Herr Hecht, wie alt sind Sie denn? 95. 95 und ich bin 23. Ah ja, das ist ein ganz schönes Stück. Lena Nussreiner will eigentlich nur im Sommer hier arbeiten. Doch in Zeiten von Corona zählt jede helfende Hand. Bisher waren wir ja fast eingesperrt. Wir sind ja fast nicht rausgekommen. Ne? Zurück bei Barbara Gruber. Sie hetzt zum nächsten Pflegebedürftigen. Im Schnitt versorgt sie jeden Vormittag 9 Senioren. Also die jetzt so viel Danke sagen, die sollen das halt bitte auch beibehalten für später. Die Dankbarkeit motiviert die Pflegekräfte. Doch es muss dringend eine ernsthafte Diskussion um eine gerechtere Bezahlung geführt werden.